Ich liebe es, wenn ich verschlafe und jetzt brauche ich tatsächlich mein Velo. Oh mein Gott, ich habe ein bisschen Ihr fragt mich jetzt vielleicht, warum habe ich Angst, nicht aufs Velo gehen. Ich habe ein verdammt schönes Velo. Es ist rosenrot, es hat ein Hello Kitty-Leute. Aber ich habe es selber zusammengebaut, es hat keine Bremse. Hey, wieso was raten? Und es hat nur einen Gang. Shit, und es ist irgendwie schon 9:30 und es sollte um 10 Uhr nicht mehr sein. Also ich muss gerade Nägel machen. Alter Schwede, zum Glück ist das eine Thailänderin, die hat kein Problem mit Verspätungen. Also nicht, dass Thailänder irgendwie lahm sind, aber das ist eben schön, nur die Schweizer sind so hure, die Schweizer, die Deutschen sind so hure pünktlich. Der Rest der Welt nimmt es easy. Ich habe nicht mal zum Morgen gegessen. Hey, es ist schon 10 Uhr, ich penne, das ist nie so lang. Was ist mit mir los? Hey, ich habe es gebraucht nach dem Wellness-Weekend. So, ich habe meine Nägel gemacht. Das ist etwas, was ich richtig hasse, weil die sind hure brutal hier. Ich dachte, ich mache goldige Nägel, ein bisschen reingeschossen für die Weihnachten, darf man immer ein bisschen reinschiessen. Ich liebe den Nagelkeib, die Nagelkeibin. Und zwar eigentlich aus ganz asozialen Gründen. Ich hasse es, wenn ich mit Menschen lernen muss, über Zeug, das einfach gelernt ist. Wie beim Coiffeur. Das Schlimmste ist beim Coiffeur, wenn es plötzlich anfängt so, und, wann habt ihr das nächste Mal Ferien? Wenn das ein Coiffeur sagt, dann weisst du haargenau, und jetzt musst du so über belanglosen Scheiß lernen, der niemand interessiert, aber es muss einfach gelernt sein, dass irgendjemand redet. Darum gehe ich gerne zu einer Thailänderin. Ich interessiere mich nicht für sie, sie interessiert sich nicht für mich. Sie will einfach Geld und ich will einfach schöne Nägel. Point final. Ich will dir nicht erzählen, dass sie irgendwie muss bügeln und bla bla bla. Das interessiert doch die nicht. Mir interessiert auch nicht, was sie macht. Hier wäre by the way noch mein geiles Velo. Mit dem Hello Kitty Sieg oben drauf. Und wahrscheinlich... Ja, es geht zwar noch mit der Pneu. Hey, ich fahre doch jetzt mit dem Sieg. Entweder bin ich einfach viel zu fett oder meine Pneu sind platt. Und ja, ich fahre auf dem Fußgängerstreifen, YOLO, aber ich habe wirklich keine Bremse und ich werde mich nicht umbringen und lieber einen Bus. Also einfach, dass ich sehe, dass ich keinen Scheiß erzähle. Ich bin jetzt momentan auf der Vollbremse und ich fahre ein bisschen runter. Warte, geht das? Das ist meine Vollbremse, also ich habe eigentlich keine Bremse. Wieder daheim. So, da mein ganzer Tag jetzt irgendwie ein bisschen komisch ist. Ich jetzt mal den Sauermocken über, den ich am Sonntag machen will, weil das ist so unsere erste Familientradition. Im Seeland, in Aarberg, gibt es immer, also einfach bei uns natürlich, gibt es immer, nach dem Samichlaus, an diesem Sonntag gibt es immer einen sauren Mocken. Und I love sauren Mocken aus diesem Topf raus. Dann braucht es natürlich guten Essig. Vegan. Wer hat es gedacht, dass Rotwein-Essig vegan ist? Kann ich auf ein Stück Holz schreiben, dass es vegan ist? Hey, im Waldrand ist ja gleich. So, anständiger Schlüssel. Ich will den. So, jetzt habe ich hier ein Wellnessbad gemacht für den Fleischmocken. Und jetzt legen wir den Braten hier reinlegen. Schön. Puff mache ich. So, jetzt ist der schön hier innen und der bleibt jetzt bis zum Sonntag hier innen. Am Kühl. Also ich lege den Sauermocken meistens so, ja, sicher 4-5 Tage ein, aber man kann auch easy 2 Wochen einlegen, wenn man Bock drauf hat. So, jetzt mal schauen. Was machst du da? Das ist jetzt mal für all die wirklich das Gefühl haben, ich kann kochen. Viel zu viel Spaghetti in einer viel zu kleinen Pfanne. Ich kann im Fall gar nicht kochen, überhaupt nicht. Hey Kollege, bist du von allen verdammt guten Geistern befreit? Psst! Hey! Lass die Jacke in Ruhe. Du blödes Mist.